Gute Morgen, ich bin den Halder an wir sind zusammen hier für einen neuen Yogaskurs. Heute konzentrieren wir uns auf die Face. Wir wollen einerseits die Face stärken, wir wollen sie dehnen und wir wollen auch das Gleichgewicht schaffen. Die Face stärken ist wichtig für das Gewicht vom Körper aufzufedern, wenn ihn tröppelt zum Beispiel. Und das ist wichtig für seine Knie zu schonen oder sein Reck zu schonen. Flexible Face, und die erlauben uns mehr stabil zu sein. Und ja, ein besseres Gleichgewicht zu halten. Voilà, da fangen wir einfach direkt an. Und wir konzentrieren uns auf die Face. Voilà. Stell dich einfach der Face hüftbreit auseinander. Geht leicht an die Knie. Und da schaukeln wir einfach noch vier auf die Face und zurück. Ganz leicht. So dich einfach, dass der Face will massieren. Könnt auch leicht an die Knie gehen. Könnt die Hand auf die Knie setzen und einfach leicht noch vier und zurück schaukeln. Die können auch ja Zehen heben. Und du der Zehen so gut wie möglich schaffen. Wenn der auf die Tallike geht, zieht der Zehen ab. Wenn der rauf geht, trägt der Zehen an den Boden. Wie immer, probier den Atemrhythmus beizuhalten. Die können zum Beispiel anatmen, wenn der auf die Tallike geht. Ausatmen, wenn der noch vier geht. Anatmen, ausatmen. Anatmen, ausatmen. Ganz leicht. Die können auch Männer machen. Voilà. Und dann gehen wir ab. Zieh der Schölleren zurück. Und riech dich ab. Dann bringen wir die Face nach die Hüftbreit auseinander. Und das schaukeln wir auf die Seite von der Face. Dann geht noch jetzt. Kommt jemand mit. Geht längs auf. Und ihr könnt anatmen, wenn der mitkommt. Ausatmen, wenn der auf die Seite geht. Anatmen an der Mitte. Ausatmen die andere Seite drauf. Anatmen. Und ausatmen. Dann geht hier ein bisschen mehr los. Und das ist eine Bewegung, die wir Männer gewinnt sind. Ausatmen und mitkommen. Okay, dann bleiben wir stehen. Und dann kreisen wir auf die Face. Geht auf die Seite, seitlich. Geht auf die Zehenspitzen. Geht die andere Seite rauf. Und dann auf die Tallike. Ja, geht nicht mehr so weit wie es geht. So weit wie es für euch angenehm ist. Ihr könnt auch einfach Körpergewichte so verlagern. So ganz leicht. Und dann drehen wir nach ein Kehr.
für in die andere Richtung zu gehen. Atemt noch immer ein bisschen mehr lang an und aus wie normal. Und ihr könnt anatmen einen halben Tour machen, ausatmen einen Tour fertig machen. Wenn dir einfach fällt, dann könnt ihr auch mehr weit gehen. Mehr weit auf die Zehenspitzen, an die andere Seite drauf gehen. Mehr weit auf die Taille noch abgehen. Okay, an die andere Richtung. Nach ein Kehr. Und da Wirsle machen. Voilà, 4 Stunden zu bleiben. Holt noch ein Kehr Schöllern zurück. Guckt ein Kehr Licht drauf. Guckt, riecht noch viel. Spielt ein Kehr an der Faser an. Mit der Zähne lang. Setzt die Zähne drum auf. Dann fahren wir weiter. Geht ganz leicht auf die Zehenspitzen, mir wirklich ganz leicht. Und die wird nur Ertalliken vom Boden heben. Aber ganz leicht. Die Talliken, die barrieren nach dem Boden. Ich nehme mein Körpergewicht für das Face bräuchte. Dann brechen wir den rechten Knie noch hier. So. Der rechten Talliken drauf. Und dann wechseln wir. An der rechten Knie geht zurück, der linke Knie geht noch hier. Voilà. Und ich will mein Körpergewicht nicht auf Talliken fallen lassen. Ich mache eine Synchronbewegung. Ein Knie geht noch hier, der andere Knie geht zurück. Ich probiere nicht Tisch zu halten. Ich bleibe auf der selben Höhe. Mein Kopf bleibt auf der selben Höhe. Ich kann anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Wie gesagt, wir berühren den Boden mit den Talliken. Und wir setzen als Gewicht nicht auf. Voilà. Nach ein Kehr und dann halten wir die Position. Das ist ein Knie noch hier. Ja, probiert den Tallik ein bisschen mehr zu heben. Und den Knie ein bisschen mehr nach hier zu drücken. Und wir sind am Gleichgewicht. Wir stärken das Face und wir dehnen. Okay, und dann wechseln wir. Den anderen Tallik geht weit op. Der Knie weit nach hier. Und für aufzusetzen. Mit den kleinen Schritt mit dem rechten Fuß zurück. Ganz kleine Schritt. Hebt den linken Fuß ab, also Zehen abheben. Zehen gucken ab. Und dann rollen wir den Fuß aus. Der linke Fuß. Trägt der Zehen an den Boden und hebt Talliken ab. Von den zwei Füßen. Voilà, und dann gehen wir auf den Boden, Talliken am Boden. Hebt Zehen ab vom linken Fuß. Und dann rollen wir noch hier. Also. Anatmen, wenn wir zurückgehen. Ausatmen. Anatmen ab.
Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Zurück. Anatmen auf hier. Ausatmen. Anatmen. Nach 3 Mal ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen erop. Okay, lass lossen. Wees mat been, ha? Der rechte Fuß liegt noch hier. Ganz kleiner Schritt. Voilà, geht zurück. Hier auf den Zehen vom rechten Fuß ab. Und dann rollen wir den rechten Fuß an den Boden. Anatmen. Und ausatmen zurück. Hier auf die Zehen ab. Anatmen auf hier. Ausatmen auf. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Nach 3 Mal anatmen. Ausatmen. Anatmen. Ausatmen. Noch ein Kehr anatmen. Und ausatmen. Weil ich im Moment Zeit. Die Face Hüftbreit ausnehmen. Schultern zurückrollen. Mal der Zehen lang. Und setzt Zehen remove. Hebt einfach den rechten Fuß vom Boden. Man muss nicht weit gehen. Einfach liegt drauf, anatmen. Und ausatmen auf. Anatmen die andere Seite. Ausatmen auf. Anatmen jetzt. Ausatmen auf. Und wenn dir schwer fällt, kann entweder bei einer Mauer gehen. Ich da aufsteppen. Oder die könnt Männer den Fuß vom Boden heben. Die könnt ihr Zehen am Boden halten. Und dann vertuppen an dem Ruf. Tuppen mit den Zehenspitzen. Weiterhin anatmen heben. Ausatmen. Aufsetzen. Anatmen heben. Ausatmen aufsetzen. Anatmen. Und ausatmen. Spät wieder den Fuß im Boden ausrollt. Noch ein Kehr jetzt links. Dann haben wir im Moment ab.
Komm, wir gucken, ob wir das hier können mit den Armen so machen. Das ist wie gesagt, die können auch immer einen Stuhl holen oder bei der Mauer gehen. Oder einfach den Fuß nicht so weit vom Boden heben. Einfach nur auf die Spitze gehen und rauf. Okay, mit den Armen so. Atmen heben, und alle heben. Ausatmen am Boden. Atmen die andere Seite. Ausatmen am Boden. Atmen jetzt. Ausatmen. Atmen links. Ausatmen aufsetzen. Atmen. Ausatmen. Atmen. Ausatmen. Noch ein Kehr links. Atmen. Ausatmen. Atmen. Und ausatmen. Mit den Arm ab. Geht auf die Zehenspitzen. Und probiert oben zu bleiben. Atmen Dave. Ausatmen Dave. Und dann probiert er Arme abzubringen. Atmen. Ausatmen. Und dann atmen strecken. Weiter abgehen. Ausatmen. Lass los. Weil es Zeit für ihr Face zu spüren. Schaukelt ein bisschen nach vorne und zurück. Dann bringt ihr Face vielleicht ein bisschen mehr weiter rausnehmen. Hüftbrett rausnehmen. Ja, probiert weiterhin zu schaukeln. Face noch ein bisschen mehr weit. Ja, dann bringt der Face zu zoomen. Und dann Face rausnehmen. Und Face zu zoomen. Von einer bequemen Position. Wir gehen an die Knien. Nicht an die Knien. Dann abknien. Und dann streckt ihr Bein aus. Und lässt den Oberkörper nur vier fallen. Streckt er ja Wurden. Mit dem gestreckten Bein. Los dich einfach hängen. Kopf lass los. Neige anatmen. Ausatmen an der Stellung. Guck nach ein noch vier. Anatmen. Dann abknien. Ausatmen. Dann ausstrecken. Anatmen noch ab. Der Arm über dem Kopf. Und der Arm lass los. Ausatmen. Es ist Zeit für ein an der Face ranzuspüren. Probiert mit den Armen so Gleichgewicht zu halten auf den zwei Face. Probiert mal so wenig wie möglich zu bewegen. Atmet ganz bewusst. Spür dich ganz stabil auf ihre Face. Das Postur den Birch-Postur nennt. Birch-Haltung. Spür dich so stabil wie Birch. So stark wie Birch.
Nein, Dave Arnold, man. An Dave aus. An lo as Zeit kom fir ech Ädi ze sonn. Merci, dats der mat gemat huet.